der Bayerische Wald. Eigentlich nicht der Ort, an dem man mit großen kulturellen Höhepunkten rechnet. Und schon gar nicht mit einem Konzerthaus. Doch genau so eins wird im 2000-Seelendörfchen Bleibach seit knapp einem Jahr gebaut. Eröffnet wird das Bleibacher Konzerthaus nächsten Freitag. Doch bis die ersten Zuhörer musikalisch beglückt werden können, muss noch einiges in Angriff genommen werden. Es wird verputzt, isoliert, gehämmert und geschliffen. Auf den ersten Blick sieht das Konzerthaus in Bleibach noch sehr baubedürftig aus. Kaum vorstellbar, dass hier in einer Woche Premiere sein soll. Haydns Oratorium Die Schöpfung soll im Rahmen der diesjährigen Kulturwaldfestspiele die offizielle Eröffnung zelebrieren. Also wir sind absolut im Zeitplan, obwohl man das nicht glauben will, weil wenn man durchs Konzerthaus durchgeht, dann schaut es dann natürlich noch ganz wild aus. Aber jeder, der so Baustellen kennt, der weiß, am Schluss geht es plötzlich ganz, ganz schnell. Also wir sind im Zeitplan, aber es wird bis ganz am Ende, kurz vor der Premiere am 12. September, wird gehämmert, wird geputzt. Also da wird es richtig rund gehen jetzt. Kunst und Kultur als Vehikel zur Veränderung. So, beschreibt Bauer, soll das Konzerthaus neuer Ortsmittelpunkt Bleibachs werden und damit auch viele Touristen in das Dorf locken. Einen Gegensatz zwischen Bayerischer Wald und Kulturhochburg sieht er nicht. Er ist überzeugt davon, dass das Konzerthaus dort bestens angesiedelt ist. Premiere in Bleibach ist also erst in einer Woche. Die Kulturwaldfestspiele selbst beginnen aber an anderen Spielorten bereits dieses Wochenende. Für mich ist das Wichtigste, dass es auf keinen Fall langweilig ist. Und viele Leute verbinden mit klassischer Musik langweilig. Ja? Und das will ich eben gerade nicht. Und deswegen sind da lauter Künstler da, die spannend sind und die was transportieren und die gut sind. Aber natürlich nicht nur Klassik, wir haben auch Volksmusik. Da haben wir die Altneuhausener Feuerwehrkapellen, die bekannt ist, zum Beispiel im Abschlusskonzert. Wir machen 2 Jazznächte und man hat halt die Möglichkeit, an manchen Tagen am Nachmittag ein Jazzkonzert oder Volksmusikkonzert zu hören und gleich drauf ein Klassikkonzert. Also es ist eine ganz tolle, bunte Mischung. Und zu dieser bunten Mischung an außerordentlichen Tonkünstlern trägt dieses Jahr auch die Musikgruppe Dweitler Musi bei. Günther, Viktoria, Knut und Georg musizieren bereits seit 10 Jahren gemeinsam. Mit ihrer traditionell bayerischen Musik haben sie bereits tausende Zuhörer in Deutschland und international begeistert. Auch den Kulturwaldbesuchern haben sie schon einmal auf der Festspielbühne ordentlich eingeheizt. Nach 5 Jahren kehren sie dorthin zurück. Die Stimmung ist natürlich großartig und auch einerseits schon sehr nervös, weil man mit hochkarätigen Künstlern auf einer Bühne steht. Und wenn man auch die Referenzen dieser Künstler sieht, dass das teils Dirigenten sind und, dann ist man da schon ein bisschen nervös. Aber wir haben das 2009 ja schon mal gemacht, bei diesem Bayerischen Kulturwald. Und die Künstler waren sehr angenehm, sehr nah. Das war, wenn man unter sich wäre, da hat man nicht gemerkt, dass es irgendwie Berufsmusiker sind und wir sind eigentlich nur Hobbymusikanten. Am 14. September sind Dweitler Musi ab 14 Uhr auf der Bühne des Konzerthauses Bleibach zu hören. Dieses Jahr haben sie ein besonderes Programm vorbereitet, mit unter anderem bodenständige Volksmusik natürlich, vermischt mit klassischen Akzenten und dann die Barkarole von Jack Offenbach in einer Besetzung, wo sie noch nie gespielt wurde, mit Posaune, Hackbrett, steirischer Harmonika und Gitarre. Wird sicherlich ein Erlebnis werden, auch für den Klassikfan, was jetzt Volksmusikanten da machen. Und natürlich bodenständige Volksmusik, damit man sieht, wie eng die verbunden sind mit der klassischen Musik. Victor Hugo sagte einmal, die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Also lieber noch schnell Tickets für die Kulturwaldfestspiele sichern und der wunderbaren Geschichte der Musik lauschen.